Der hat schon hier im Wahlprogramm für die Chamberwahlen 2023 als einzige Partei klipp klar zu einer Anpassung vom Pensionssystem an dieser Legislaturperiode bekannt. Dass es an unserem Pensionssystem rumauert, wissen wir aber nicht recht seit 2023. Das hatten wir auch im Wahlkampf 2018 schon klar thematisiert. Der hat die Leute nie verstoppt, dass hier unkommode Decisionen auf uns durchkommen werden. Die Regierung hat ein erstes Projekt deposiert. Von einer richtigen Reform sind wir aber weit weg. Wir können heute nicht von einer Mini-Reform schwätzen, weil es sind am Anfang just Anpassungen. Es könnte erst einem Pflichtstück gleich für sehr nach 4 am Ende des Jahres einen Teil von den Wonnen von unserem Pensionssystem kurzfristig zu versorgen. Unser Pensionssystem greift aber tief an den Alltag von allen Menschen, an unsere Lebensplanung, an unsere Familiendecisionen, an Vertrauen, dass es sich lohnt und am Alter Sicherheit bedeutet. Genau du weinst, muss eine Pensionsreform wichtige Eigenschaften aufweisen. Sie muss finanziell drohbar, sozial gerecht, transparent und politisch ehrlich sein. Dieses Gesetzesprojekt möchte 5 Anpassungen: Flexibilisierung von den Studienjahren, Erhöhung von den Kotisationen von 24 auf 25%, Tritt progressiv unter bestimmte Bedingungen, Verlängerung von der Schaffzeit ab Juli 2026 für einen Teil von den schaffenden Leuten und Beibehalten von der Allokation für eine Année trotz Kotisationserhöhung. Fangen wir mit den positiven Anpassungen an. Flexibilisierung von den Studienjahren. Das war eng von den vielen Proposen, die der das Frühjahr gemacht hat. Heutzutage studiert ihr nämlich eventuell nicht direkt nach der Premiere, beziehungsweise studiert nach einer Jahr, mehr später im Leben. Mit diesem Gesetzesprojekt ist es auf 9 Jahre begrenzt, dafür aber zu egal welchem Zeitpunkt, das begrüßen wir. Allerdings hatten wir an dem Kader aber noch weitere Propose gemacht. Wir wollten, dass Studienjahre bzw. auch die Studienjahre, die über die Urasparjahre rausgehen, zu allem Moment nur gekauft und von den Steuern aufgesetzt können gehen. Damit wären Realsuchen an der Pensionskasse kommen, ohne einen zeitlich direkten Impact auf das bezahlen zu haben. Das hatte mir begrüßt für als Jugend und für die Aufsicherung am Alter, und wir fanden es schön, dass diese Idee nicht auf ein Ohr gestoßen ist. Der begrüßt auch, dass die Allokation de fin d'année beibehalten wird, obwohl die Kotisationen erhöht gehen. Auch, wir sind ehrlich, wenn vom finanziellen Aspekt keinen Sinn macht, weil wir die Kotisationen erhöhen müssen, weil als Ressette mehr niedrig Depensen, und wir eigentlich so Spuren müssten, die wir in unserer Meinung nach den sozialen und menschlichen Aspekt auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Gerade die Leute mit den kleinen und mittleren Pensionen sind auf die Suen angewiesen und dürfen nicht die Leute tragen, von einer Pensions- und Wachstumspolitik sind, die nicht nachhaltig ist. So, das waren die schon mit den positiven Punkten von diesem Gesetzesprojekt. Die Erhöhung von den Kotisationen. Ja, der war auch für eine Beitragserhöhung, aber für eine los progressive Erhöhung mit 0,1% pro Jahr über den Zeitraum von 10 Jahren. Die progressive Anpassung hat Prävisibilität geschaffen und hat alle Konzernierten Zeit gegeben, für sich entsprechend anzupassen. Lo hat die Regierung dezidiert, Kotisationen direkt für alle Intervenants um 0,5% zu heben. Das hat einen dreifach negativen Impact. Für die Salarié, die von 2026 0,5% Mann an der Pai hat, für den Patron, der sein Mass salarial um 0,5% klimmt, und das nämlich für das Staatsbudget. Das sind Suen, die dem Beitragszahler direkt aus seinem Portemonnaie fehlen. Es sind Suen, die dem Patron fehlen, für seinen Betrieb zu investieren, und es sind Suen, die dem Staat fehlen, für beispielsweise wichtige Infrastrukturprojekte lancieren zu können. Mit zu bedenken ist hier auch noch, dass wir die wirtschaftliche Wachstum von erwarten 2,7% auf 1,7 bis maximal 2% korrigieren müssen. Die Regierung erhöht Kotisationen signifikant, ohne sich aber Gedanken zu machen über die demografische Wachstumsfall und den stagnierenden wirtschaftlichen Wachstum. Schneeballsystem von den Pensionen geht Tag von Haut nicht geändert. Das ist kein solides Fundament für die Zukunft, mehr Risiko für Wohnraum, Infrastruktur und sozialen Zusammenhalt. Wir brauchen ein politisches Bekenntnis. Wollen wir dieses Schneeballsystem so weiterlaufen lassen oder wollen wir realistisch und nachhaltig korrigieren? Tritt progressiv.
Das ist ein einzig, wie heute Journalist ganz treffend geschrieben, bürokratisch Monstrum. Ja, ein Retreat progressiv schafft Flexibilität, aber just von zum Terrain auch realistisch umsetzbar für alle Intervenants. Für ein Retreat progressiv zu starten, muss der Salarié 4 Monate am Voraus den Patron fragen, ob ein Retreat progressiv aufrufen darf. Dafür muss der Salarié aber schon bei der Knapp nachfragen, ob überhaupt Anspruch darüber hat. Dann hat der Patron immer Zeit für zu antworten. Wenn der Patron nicht sieht, dann ist das Projekt Retreat progressiv für den Salarié schon gestorben. Anspruchrollen oder irgendwelche anderen Rechtsmittel sind nicht vorgesehen. So machen wir mal, der Patron akkordiert Retreat progressiv, dann kommt die nächste Hürde. Knapp. Die muss ich auch noch zustimmen. Auch hier ist kein Rechtsmittel für den Salarié vorgesehen, wenn Knapp sich opposiert. Aber so morgen Knapp geht auch hier in Akkord, dann hat Knapp eine ganze Menge Zeit für zu antworten, bis der schlussendlich der Salarié und der Patron wissen, ob der Salarié ein Retreat progressiv gehen kann oder nicht. Die sieht schon, allein für die nächsten Marschen zu machen, muss der Salarié eine Hürde überstehen. Auf der anderen Seite gesagt das Gesetzesprojekt 4, dass der Patron die Indemnité de Retraite progressiv dem Salarié ausbezahlt und dann knapp en retour den Patron remboursiert. Der Patron muss also für dieses Mal die Suche 4 strecken, ohne einen Mehrwert zu haben. Und dann habe ich noch nicht vom voraussichtlich unrentablen und unnützen administrativen Aufwand geschwärzt. Hier steht auch am Gesetz, dass knapp Remboursement mensuellement. Das heißt, ohne ein Delay zu gehen, wenn ich das Remboursement starte. An unserer Logik hier ist es im Prinzip nur also möglich, dass Knabberecht nur zum Beispiel 3 Monate anfängt, Remboursementer zu machen. Das ist umso mehr wahrscheinlich, weil die Aufrechnung von der CCSS, also dem Centre Commun de la Sécurité Sociale, momentan einen Décalage von ca. 3 Monaten hat. Schließlich muss knapp die Information vom Kontrollorgan kreieren, dass der Salarié auch effektiv die Indemnité de Retraite progressiv gekriegt hat und die Firma mittlerweile nicht schon an einer Cessation de Paiement flächt ist. Aufgesehen von der momentanen wirtschaftlichen Situation ist der überzeugt, dass es weder favorabel noch interessant ist für Betrieber bzw. Patronen, dass sie auch noch eine Pension ausbezahlen müssen. Sie haben mehr Arbeit und müssen auch noch ein performantes Kontabilitätsprogramm haben oder eine gute Kontabel. Die kleinen und mittleren Betrieber werden hier sicher die Schlappe verlieren, beziehungsweise D'Office nicht mitmachen. Zumal müssen sie auch auf Berechnung von der Knapp verlassen. Patron haben gar keine Kontrolle, und sie sind nur im Terrain geheilt, wenn er zu viel oder zu wenig berechnet ist. Ich meine, uns ist Albanien allgemein bewusst, dass Berechnungen von der Knapp ganz provisorisch sind und bedeutend Differenzen zwischen der Berechnung und der nur effektiver Pension, die eine Person schlussendlich zu gut tut, leiden können. Wie soll das nur im Terrain funktionieren? Der Patron hat überhaupt keine Planungssicherheit und das allmond, wie eine Überraschung sieht, wie viel der Patron ausbezahlen muss. Ja, effektiv, es steht auch am Gesetzesprojekt dran, dass auf Aufruf vom Patron knapp dem Salarié seine Indemnité de Retraite progressiv ausbezahlen kann. Aber da freuen wir uns als ADR, für was dann nicht direkt? Für was kreiert die Regierung hier eine Dreiecksbeziehung? An Eisenahn ist das Ganze schon im Sinn von der Simplifikation administrativ und das auch weder zum Vorteil vom Salarié noch am Sinn vom Patron. Zusammenfassend sehen wir heute nicht mehr Nachteile, aber wir haben noch groß Bedenken, was die operationellen Kapazitäten von der Knapp an der CCSS angehen, für diese Maßnahmen können Matzen drohen, ohne in das Räder zu geraten. Zum Schluss kommt doch noch dabei, dass es zu einer Ungleichheit zwischen dem privaten und öffentlichen Sektor kommt, was die Eligibilität für ein Retreat progressiv betrifft. Da der hat ganz klar von Anfang an gesagt, alle Neuerungen, die kommen, müssen für alle Versicherten, egal aus welchem Sektor, dieselbe sind und bleiben. Reformen müssen für beide Regime transparent, kohärent und fair sein und dürfen nicht weiter Griff verursachen. Zusammenfassend, für diesen Punkt von der Retraite progressiv also große Nähen, weil eine Rechtsunsicherheit und Hürde für die Salarié, Planungsunsicherheit für den Betrieb und Belastung von der Liquidität vom Betrieb, ein bürokratisches Monstrum, Unsicherheit über die operationelle Kapazität von der Knapp und CCSS und eine Ungleichheit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor. Kommen wir zur letzten Anpassung an diesem Projekt, Verlängerung von der Schaffzeit. Ja, auch der hat eine Verlängerung von der Schaffzeit proposiert.
Aber das erstens ein Monat pro Jahr über 12 Jahre auf für jeden. So wie der Lo im Gesetzesprojekt steht, bringt dieser Pensionskäse unter dem Strich nicht wirklich etwas. Just da der ganz geringe Prozentsatz so Leute muss mehr lang arbeiten gehen. An den A von der ADR bringt der Pensionskäse noch den Beitragszahler mehr, wenn die Leute die Jahre, an denen sie nicht kotisiert haben, zum Beispiel Studienjahren, nur kaufen können. Wenn die Regierung bei dieser Maßnahme allerdings just erreichen will, dass die Leute mehr lang arbeiten gehen, dann ist die Idee definitiv nicht ambitiös genug. Da wollen sie auch heute eine klare Nähe von der ADR. Die Berechnungen noch bringen als Arbeitszeitverlängerung und Erhöhung von den Kotisationen, weil dieses Projekt sie festhält, ein Gewinn von ein paar Monaten, immer dann um den nächsten Punkt wie heute kommen. Diesen Zeitpunkt sollen aktuelle Berechnungen noch 2021, 2021 schon immer erreicht gehen. Da stelle mir erst froh, weil die Regierung dann überhaupt an ein Gesetzesprojekt schreiben kann, dass diese angepassten Torerhöhungen bis 2032 gelten sollen, wenn die Hautberechnungen, okay, bleiben immer noch Berechnungen, schon so, dass das System 3 Jahre 4 drunter kippt. Und plus fallen wir da genau an die Periode der Wahlen. Das kann spannend gehen. Mir keine Angst, da der ist präpariert, weil wir am Anfang von meiner Rede gesagt haben, hatten wir die Problematik von unserem Pensionssystem schon bei den letzten Wahlen immer abgegriffen. Dieses Gesetzesprojekt hat keine Zukunftsvision und die Regierung kein Courage. Für die ADR fehlt heute definitiv die nötige Weitsicht, für aus der Wurstumsfalle rauszukommen, die das Schneeballsystem von der Pension verursacht. Ja, es muss ihn nicht bis 2070 planen. Wir 4 Jahre sind für uns definitiv zu kurz. Die ADR hat am Frühjahr konkret Propositionen gemacht, für das Pensionskäse zu stärken. Wir bekennen uns ganz klar zum ersten Pilier an den sozialen Zusammenhalt, der auf keinen Fall geschwächt gehen. Für das die Breitschulter mehr drohen, weil die Schmuel hatte mir den degressiven Ajustement proposiert. Zusätzlich ist der Meinung, dass der Pensionsfonds und der Kompensationsfonds gestärkt werden müssen, mit Investments, die den bestmöglichen Ertrag mit möglichst geringem Risiko abweisen. Eine weitere Maßnahme, die der proposiert hat, war, dass die Freiberufler über 65 Jahre weiter kotisieren dürfen. Schlussendlich, eine Idee müsste politisch motiviert Ausgaben, wie zum Beispiel Babyjahren, aus dem Staatsbudget bezahlt gehen und nicht aus der Pensionskäse. Dann hätte mir schon ein ganz dickes Loch an der Pensionskäse gestoppt. Parallel zu unserem jetzigen sozialen System müssen wir aber noch ein zweites Standbein aufbauen. Unter den jetzigen Konditionen sieht der langfristig kein anderer Weg, für aus der Wurstungsfall herauszukommen. Wir können und wollen nicht unendlich wurzeln. Als ADR stimmen wir zu unserem öffentlichen und solidarischen Lützeburger Pensionsmodell. Wir wollen den ersten Pilier stärken und aufsichern. Wir sagen aber auch ganz klar, das System darf nicht so konstruiert sein, dass es just mit einem unmöglichen demografischen und wirtschaftlichen Wachstumszwang realistisch umsetzbar ist. Eure kapitalbasiertes Zweitstandbein kann solidarisch sein. Ich will kurz eine Idee vom staatlich garantierten Fonds erinnern, der schon im März an meiner Rede präsentiert hat. Am Platz, dass wir Betriebs- und Privatzusatzversicherungen bezahlen, also den zweiten und dritten Pilier, das wir ja doch schon hören, könnte mir zu den Konditionen an einen gemeinsamen, staatlich garantierten Pensionsfonds abbezahlen. Wer ein abbezielt, bleibt proprietär für sein Kapital, kann aber nicht mehr herausholen, aber verirren oder verschenken nur Tod. Pension wird auf Basis vom eigenen Unteil gerechnet, rein aus der Performance vom Fonds. Das heißt, auch Kleinkapitالeinlagen können so profitieren von der Synergie von engem, grossen, staatlich kontrollierten und garantierten Fonds. Es müsste kein sich Sorgen machen, dass in Zukunft vom Staat am Stach gelost gehen, was Pensionen betrifft. Wir hatten eine Perspektive für die Jungen und schaffen gegen sich lohnen. Daher will der Fonds nicht als Ersatz, mehr als Ergänzung, also parallel zu einem bestehenden System aufbauen. Langfristig, und damit bezeichne ich mich auf eine Zeit, die mindestens 2 bis 3 Generationen umfasst, wie eine vollständige Synergie mit dem ersten Pilier mathematisch möglich. Zu dem Block kann ein Pensionär dann von einer gesicherter, gedeckelter Pension am ersten Pilier ausgehen, so man zum Beispiel 10 der qualifizierte Mindestlohn, plus Verzinsung aus dem gerade proposierten Staatsfonds. Damit wird eine Rentesicherheit für alle Einkommens, unabhängig vom demografischen Wachstum, garantiert. Die Decision liegt allerdings bei der Generation, die dann an der Verantwortung steht. Der lädt mit der Idee von so einem Fonds Fundament für ein generationsübergreifenden und solidarischen Pensionsmodell.
Der Minister hat an einer Kommissionssitzung erwähnt, dass sie nächstes Jahr das Projekt Fung ging. Und auch der neue Fraktionspräsident von der CSV hat gestern seiner Budgetsrede die Andeutung gemacht, dass 2026 etwas Großes wird kommen. Und ich meine, wir hatten doch gerade vom honorablen Deputat Schock mal hören. Mal sind wir gespannt, wie Ihre Projekt dann ausgesehen wird. Für heute auf jeden Fall überweichen die Negativpunkte die positiv. Und von der ADR können ganz klare Nein zu diesem Projekt. Wir werden als Weitsicht von der Regierung an einer Pensionsreform, die finanziell auf stabile Beinen steht, sozial gerecht ist, transparent und politisch ehrlich. Als Pensionspolitik darf nicht unseren Wachstumszwang verwalten, wir muss Zukunft von uns an unserer Jugend aufsichern. So nicht merci.